Ich bitte euch nochmal bitte ein bisschen näher zu kommen. Und ich danke euch für euer zahlreiches Erscheinen. Ihr wisst, ist ja der Panchen Lama seit 26 Jahren verschwunden. Wir haben heute eine Demo organisiert vom VTOT, Tibetan Gemeinschaft Schweiz und Liechtenstein, TCSL, Tibetische Organisation Schweiz, TFOS und Gesellschaft Schweizerisch-Tibetische Freundschaft, GSTF. Wir werden jetzt nachher mit der Willkommensrede von der Tashi Schizezang anfangen und danach mit der Rede von Balthasar Glattli. Hallo, der Stelle an die Training der Unterschwänge, Training an so Legelbär der Panchen Lama Kason Chamel Legelde, Tradischuke Europe Pörisch und Tunso, Switzerland and Liechtenstein Pöri Mimang, Swiss Pöki Pömet Zokpa Super Tundo Zokpa, Zokpa Shigi Nyamru Tone Tradishure, Ani Zerim Tango, Europe Pörisch und Tunso Gizokso Shidetang Dashilane, Samdi Songshenangu. 아니 유럽 페르쇼는 튠적네 찹슈체 아니 넘버도 창말라 데링 참데다시를 슈야이 아니 데링 니모 개천부들라 창마 팬이 아니 님 탁번에 투제체 슈야이 다 데링 먼저 주일라 이진나 German Tony 아니 티카셰 슈추가체 genau heute vor 26 Jahren hat die chinesische Regierung seine Heiligkeit den 11. Panchen Lama gemeinsam mit seiner Familie entführt. Zum Zeitpunkt der Entführung war nur 6 Jahre alt. Seit 26 Jahren wissen wir nicht, wo sich der Panchen Lama und seine Familie befindet oder wie es ihnen geht. Seit 26 Jahren hält die chinesische Regierung den Panchen Lama in Gewahrsam, verfolgt ihn auf Schritt und Tritt und berauben ihn seiner Rechte und Freiheiten. Und bis heute sind sie damit ungestraft davongekommen. Bis heute. Wir alle sehen, dass jetzt endlich ein Wandel kommt. Wir alle sehen, dass immer mehr Länder endlich zu ihren Sinnen kommen. Die Stimmung gegenüber China hat sich in den letzten Monaten, Wochen und Tagen drastisch verändert. Immer mehr Länder sprechen Sanktionen gegen die chinesische Regierung aus. Immer mehr Länder ziehen einen Boykott der Olympischen Winterspiele nächstes Jahr in Peking in Erwägung. Ihr seht also, die Tage der Kommunistischen Partei Chinas sind gezählt. Und nun ist es an uns, diese Gunst der Stunde zu nutzen. Und genau deshalb sind wir hier heute auf der Straße. Wir sind hier, um von der chinesischen Regierung die sofortige Freilassung
von Panchen Lama zu fordern. Wir sind hier, um die Öffentlichkeit über die Verbrechen und die Machenschaften der Kommunistischen Partei Chinas aufzuklären. Wir sind hier, weil wir Tibeter die Wahrheit auf unserer Seite haben und Gerechtigkeit immer siegen wird. Diese Demonstration heute ist ein Zeichen, nicht nur für die chinesische Regierung oder für die Öffentlichkeit, sondern diese Demo hier, jede einzelne Person, die heute hier erschienen ist, setzt ein Zeichen für den Panchen Lama, dass wir Tibeter unseren Panchen Lama nicht vergessen haben, dass wir nach 26 Jahren immer noch auf der Suche sind nach ihm und dass wir diese Suche niemals aufgeben werden. Und wir werden so lange weitermachen, wir werden so lange Demonstrationen, Proteste, Aktionen organisieren, bis seine Heiligkeit, der 11. Panchen Lama, Gyendun Chögyingyima, zurückkehrt auf seinen rechtmäßigen Thron im Taschilumbu-Kloster in Tibet. Vielen Dank. Pögalo! 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 Wir stressen ihn nicht zu sehr. 아니 제림니버 제 스위스 최저 기팀이 고샵 바우터서 글래틀리 촌의 송신왕주 Ja, liebe Tibeterinnen und Tibeter, liebe Freundinnen der Tibeterinnen und Tibeter, liebe Freundinnen und Freunde der Menschenrechte in der ganzen Welt. Für mich ist das vielleicht ganz als persönliches Anfangsstatement, für mich ist die Frage der Menschenrechte der Tibeterinnen und Tibeter, auch des Rechts auf kulturelle Selbstbestimmung etwas, was schon ganz lange auch mit den Grünen verbunden ist. Eine Frage, die mich schon lange bewegt. Ich finde, dass wir nicht nur kritisch die eigene Geschichte der Kolonisierung von Europa aus hinterfragen müssen, immer wieder hinterfragen müssen. Wir dürfen umgekehrt, wenn wir selbstkritisch sind, dürfen wir auch Kolonisierungsgeschichten von anderen Ländern und anderen Kontinenten kritisch hinterfragen. Ich möchte am Anfang in meiner Funktion als Präsident der Grünen Schweiz unsere solidarischen Grüße überbringen. Solidarische Grüße an einem schwierigen, an einem traurigen Tag, an einem traurigen Jubiläumstag, 21 Jahre her, seit der kleine Panchen Lama verschwunden gemacht wurde. Das Verschwindenlassen von Menschen ist eine Form von Folter, eine Form von Vernichtung, die überall geächtet ist und natürlich besonders geächtet werden muss, wenn es gegen Kinder und Jugendliche geht. Und eigentlich müsste man ja sagen, braucht es keine Kritik von außen, weil China selbst sich verpflichtet hat, mit der Unterzeichnung der Kinderrechtskonvention 1992 die Rechte der Kinder zu beachten. Das Verschwindenlassen des Panchen Lama ist ein klarer Verstoß, nicht nur, aber auch gegen die Kinderrechtskonvention. Die Forderungen, die Sie mit dieser Kundgebung nach außen tragen, diese Forderungen, die können wir auch als Grüne voll unterstützen. Zugang, zuerst einmal Zugang
zum Panchen Lama, das heißt, dass internationale Beobachterinnen und Beobachter überhaupt verifizieren können, wie geht es ihm, wie geht es seiner Familie, wie geht es ihm psychisch, wie geht es ihm gesundheitlich. Und dann natürlich die Freilassung. Die Freilassung, die eigentlich seit 21 Jahren fällig, ja überfällig ist. Sie fordern darüber hinaus natürlich, das sehe ich und verstehe ich auch, dass China Abschied nimmt vom selbst eingesetzten, ich sage jetzt mal, Fake Panchen Lama und wieder den Panchen Lama selbst anerkennt in seinem Amt und in seiner Würde und in seiner Bedeutung für die Tibeterinnen und Tibeter. Ich finde, es ist ja eine gewisse Ironie der Geschichte, dass dann selbst der von China erfundene Panchen Lama bereits unterdessen kritische Worte gegenüber China geäußert hat. Manchmal kann man sich die Welt nicht zu 100% so zurechterfinden, wie man das gerne haben möchte. Ich komme gerade aus einer Sitzung der Außenpolitischen Kommission, entschuldigt, dass meine Verspätung deshalb, der Zug hatte Verspätung. Und dort ist natürlich immer wieder in der Außenpolitik auch die Frage, inwieweit mischt man sich in die Angelegenheiten anderer Länder ein. Für mich, für die Grünen ist klar, die Menschenrechte, das sind universale Werte und an diese universalen Werte dürfen wir alle Länder, alle Institutionen, staatliche und auch nichtstaatliche, immer wieder erinnern und sie auch einfordern. Das ist nicht eine Einmischung, sondern das ist der Einsatz dafür, für das, was uns alle vereint. Vereinen sollte, zumindest. Selbst jene, die vor dem offiziellen China am liebsten eigentlich die Augen verschließen würden, was passiert, solange es möglich ist, die Geschäftsbeziehungen aufrechtzuerhalten, selbst jene sagen ja dann jeweils entschuldigend, das sei eben nötig, möglichst gute Handelsbeziehungen und dann käme der demokratische, der menschenrechtliche Fortschritt von selbst. Wandel durch Handel heißt das dann, so schön in diesen Hochglanzsätzen. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren seit der Unterzeichnung des Freihandelsabkommens mit China erlebt, dass Handel für Handel durchaus funktioniert, aber Handel für Wandel, das funktioniert nicht. Und auch wenn wir Schweizerinnen und Schweizer, wenn uns nachgesagt wird, dass wir manchmal eher mit dem Portemonnaie denken als mit dem Herz, ich als Grüner bin überzeugt, für eine gerechtere Welt in der Zukunft sind auch wir Schweizerinnen und Schweizer gehalten, manchmal mit dem Herz zu denken und nicht nur mit dem Portemonnaie. In dem Sinne, meine solidarischen Grüße nochmals im Namen der Grünen Schweiz, viel Kraft im friedlichen Widerstand. Ich wünsche Hoffnung auch, weil ich immer wieder, wenn ich mit Tibeterinnen und Tibetern spreche, viel Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit spüre. Ich glaube, es gibt nur eine Kraft, die stärker ist als die Unterdrückung, die Ausgrenzung, der Hass. Und das ist die Hoffnung. Und in dem Sinne freue ich mich eben auch, dass jetzt dieser Anlass, für mich ist es der allererste Anlass seit Monaten überhaupt, wo ich Menschen sehe, gemeinsam für etwas einzustehen, politisch, aber eben auch vor allem mit dem Herzen. Und ich wünsche euch viel Kraft von dieser Kundgebung
und möge die Botschaft trotz ablehnender Antworten irgendwie auch die Herzen dann derjenigen berühren, die ihr besucht in der chinesischen Botschaft. Vielen Dank, Herr Glättli. Zum Schluss hat noch unser Vizepräsident Alakasa ein paar Worte an Herrn Glättli. Bitte ich Sie nochmals hier nach vorne zu kommen. Ich möchte mich eigentlich ganz kurz fassen. Herr Balthasar Glättli, wir schätzen Ihre Anwesenheit natürlich sehr, bedanken uns im Namen des Verein Tibeter Jugend in Europa, den anderen Organisationen und natürlich allgemein alle Tibeter in der Schweiz für ihre Solidarität und ihre Unterstützung für Tibet. Und herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir werden dann weitermachen mit dem nächsten Programmpunkt und das wäre unser Marsch zum chinesischen Konsulat. Bitte beachtet, dass ihr Zweiergruppen bildet, da wir nicht die ganze Straße benutzen dürfen. 지림순과 미만남 데미슌잡 뒤나 공조의 낭주인 미만남 구 미니니 방제로 채도 두저나 런칭이 좋아요. Panchen Lama! Free Panchen Lama! Free Panchen Lama! Holy Frankie! Holy Frankie! Holy Frankie! Panchen
Tibet belongs to Tibet belongs to
Switzerland and Liechtenstein 별이 미만기 되가 척번에 별 개갑 챔ber 결루 표주 Nun werden wir eine Schweigeminute einlegen. Ich bitte alle, dies zu tun. 제림 구바 개체 빠오빠모 남 개체도 낙체 까마찍 남고 Vielen Dank. Als nächstes folgt eine Stellungnahme des Tibetan Office in Genf. Sie konnten leider keine Vertretung organisieren, darum wird Tashi Shitzezang nun einen Brief vorlesen, den sie verfasst haben. 제림 듄바 스위스 벽이 구잡 튼적하네 벤처럼 부채에 토라 숭디시 꾸남도 디 유럽 페리슈는 튼적이 척조 시드장 뜻이라는 족장 수교 Statement on 26th year of enforced disappearance of Tibet's 11th Panchen Lama. Honorable dignitaries, dear supporters, and my dear Tibetan brothers and sisters. Today marks the 26th year since the enforced disappearance of Tibet's 11th Panchen Lama, Gyöndön Chögyö Nyima. I, on behalf of the Tibet Bureau Geneva and the Central Tibetan Administration, would like to thank each one of you for your continued unwavering efforts for his release. I especially thank the Tibetan Youth Association in Europe, Tibetan Women's Association of Switzerland, the Tibetan Community of Switzerland and Liechtenstein, the Swiss Tibetan Friendship Association, and all other civil societies organizations for today's coordinated efforts.
Tibet's 11th Panchen Lama, Gendun Chögyal Nyima, became the world's youngest prisoner when the Chinese Communist Party kidnapped him and his entire family on 17th May 1995. Despite calls from the UN, the world parliamentarians, and civil societies, China has failed to provide satisfactory and verifiable information on the whereabouts of the 11th Panchen Lama, Gendun Chögyal Nyima. This is not just a continuous crime against Gendun Chögyal Nyima and his family members, but also a violation of freedom of religion of every Tibetan and his followers. The Chinese Communist Party continues to meddle in the Tibetan Buddhist traditions through unjust laws like Order No. 5. It is demolishing Buddhist academies like the Larungar and Yangjangar and subjecting the monks and nuns in so-called patriotic re-education camps, which are nothing but concentration camps to strip them off of their beliefs. They did it to the Tibetan Buddhists with impunity, and now they are doing it to the Uyghur Muslims, Christians, and other religious minorities. China's perpetration of cultural genocide and persecution of Tibetan Buddhists in Tibet have forced 155 Tibetans to self-immolate in Tibet as a mark of peaceful protest since 2009. In this regard, I would like to echo the concerns and appeals noted in today's statement of the Gashak and urgent appeal of the Tibetan Parliament in exile seeking the release of His Eminence, Tibet's 11th Panchen Lama, Gendun Chögyal Nyima. We hope China will release him, allowing him to continue his predecessor's legacy to safeguard Tibetan culture and reinforce the message of compassion among his numerous Tibetan Buddhist followers across the globe. It is time to remind ourselves of the long way ahead of us. Let us not give up. Let us continue our efforts to free Tibet's 11th Panchen Lama, Gendun Chögyal Nyima. Chimirinzi, representative at Tibet Bureau, Geneva.